Gut, lo schwätzt man nach enker vun Fullen, de ganz schlecht geht he zu Lützeburg, wo man der Uwen ans Brongbrüchtchen ukucken, dat Brit a fichte Wissen. Dat das bei uns ausgestorwen, dat heescht Breiermi hai, die le keng Eherbau keng Nächte méi fir Wert ass die Fullenzucht ausgestürmer. Engerseits ass der Lebensraum zersteiert gi wat ficht Wise sinn, anzwetens fënnt mi genug fir ze Issen, dat sind Insekten. En Änner Déier, dem et schlecht bei uns geht as Böschung. Böschung, dat lieft an Böcher, wo ganz viele Sträucher an Hecke sind. An denen geht es eben auch schlecht, weil eben ganz viele Böcher zu viel Steuerungen sind durch Leid, weil das ganz Scheitdeier, den hört ganz ruhig als enge Böcher. Wenn wir dann von Lützeburg fortgehen, auf der Welt gehen es auch Fullen, denen es ganz schlecht geht, beispielsweise den wir hier an der Mitte stehen haben, das ist den Dünnschnirvelbruchfull. Die lebt aus Sibirien, an die fliegt am Winter bis an den Mittelmeerraum. Die Fullenzucht ist seit 20 Jahren nicht zu Lützeburg, ist nämlich auf der Welt gesehen. Das heißt, da wird angeholt, dass den ausgestorben ist. Und vielleicht ein interessanter, das ist der Kakapo aus Neuseeland. Kakapo ist ein Papagei, der nicht aktiv ist, der nicht fliegen kann. Den ist frichten. Wie die Europäer an Neuseeland angewandert sind, haben die Ratten, Katzen und Wisle mitgebracht, die haben dem Kakapo an die Junkies. Und dadurch, dass die immer mehr Seele gehen, und heute probieren sie auf 3 Inseln bei Neuseeland die Kakapoen zu zählen. Natürlich auf den Inseln gehen keine Ratten, keine Katzen. Und die Kakapo können da überleben. Aber das dauert ganz lang, weil der Kakapo, der Brit, nicht all Jahres, lebt immer nur ein E. Und muss 5 Jahre alt sein, für die erste Jahr aufhängt, mit Nester zu bauen und zu breien. Kakapo ist wahrscheinlich die Fullenzucht, die am ältesten gehen. Die können 70 bis 80 Jahre alt gehen. Wie du vielleicht kannst sagen, was soll ich machen, für die Fullen zu schützen, also auf Gifte am Gart verzichten, ich da vielleicht Produkte aus dem Biolandbau kaufen und eben noch wenig Plastik benutzen.